Wunderbar. Also, müssten mittlerweile zu sehen sein. Ich würde sagen, wir warten trotzdem noch ein, zwei Minuten, bis noch mehr Leute eintrudeln. Hm, bevor wir loslegen. So, Können ja ein kleines Ratespiel spielen. bitte? Können ja ein kleines Kurdistan-Ratespiel spielen. Ja, los, leg mal los. Was ist die einwohnerreichste Stadt Kurdistans? Boah, das müsste Ahmed sein. Nein. Nein? Tatsächlich? Ähm, boah, was haben wir denn? Dann Hauler? Nein, auch nicht. Weißt du Chance? Slemani. Ja, Hm. Selim ist es. Ja? Mit wie viel? Über 2 Millionen. Über 2 Millionen. Ach, Knapp über tatsächlich, ja. zwei, knapp über 2 Millionen Menschen leben allein in der Stadt Silivri. Ach, krass, okay. Ganz Und, viele Rechnungen quasi nehmen immer auch die Randbezirke ein, die eigentlich nicht wirklich zur Stadt gehören. Und deswegen sind zum Beispiel manche Statistiken halt verfälscht, weil sie halt dann auch zum Beispiel die umliegenden Dörfer oder so kleine Randgebiete nehmen, wie zum Beispiel so in Berlin, zum Beispiel Oranienburg oder Potsdam und so. ja, ja, Aber ja, die ja, reine genau. Stadt von Amed hat weniger mit Einwohner als Silivri. Wahnsinn. Aber die haben auch, glaube ich, 1 Million ungefähr, ne? Ja, 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 ja. Ja, krass, okay, das hätte ich nicht gedacht. Hast du noch eine Frage auf Lager, bevor wir loslegen? eine ganz einfache. Was ist der höchste Berg Kurdistans? Ja, Sagros? Nein. Zagros ist eine Gebirgskette, Ja. also ist ein Gebirge. Oh Gott, jetzt führst du mich hier vor unseren Tausenden von Zuschauern. Ähm, warte mal. Liegt in Bakur, Kurdistan. Ja. Fängt Oh, mit A an. wie? Fängt mit A an. Ähm, ja. Agri. Agri, ja, ja, natürlich. Natürlich. Ich glaube, der Empfang war schlecht, du konntest mich nicht hören. Sofort Agri gesagt. Komm, eine letzte Frage. Ja, los. Was ist der größte See des Nahen Ostens? Ja, dann muss es der Wannsee sein. Ja. Ja. Es wäre der Dukansee, aber der ist ausgetrocknet. Der größte See des Nahen Ja. Ostens, das heißt, es gibt weltweit aber noch größere. Ja, Mhm. natürlich. Mhm. Es wäre der größte See Kurdistans und des Nahen Ostens wäre eigentlich Urmia-See, aber der ist ausgetrocknet. Mhm. Deswegen ist es jetzt der Warnsee. Okay, ja. Bin ich noch nicht gewesen tatsächlich. Würde ich mir auch gerne mal ansehen. Ja, me too. Sieht auf Fotos auf jeden Fall sehr schön aus. So, Passal, wie sieht's aus? Sollen wir loslegen? Wir haben jetzt 5 nach. Genau, wer zu spät ist, ist zu spät. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Deswegen gibt es jetzt das unnötige Vorgeplänkel von mir noch. Genau, ich lege einfach mal los. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu der heutigen Informationsveranstaltung und anschließenden Diskussions- und Fragerunde zum Thema antikurdischer Rassismus, und Meldemöglichkeiten. Kurzer Umriss über den Ablauf der Veranstaltung. Ich werde hier ein paar einleitende Worte über die Organisatoren, über unseren Referenten und die Organisation dahinter sagen. Und im Anschluss wird Passar einen Vortrag halten. Ähm, und daraufhin wird es eine Fragerunde geben. Zum organisatorischen Ablauf der Fragen sage ich jetzt gleich zum Ende meiner Einleitung etwas und hoffe, dass bis dahin vielleicht noch ein paar mehr Leute dazugekommen sind. Kurz zu mir, mein Name ist Shani Hajo, ich bin seit 2018 Bundesvorstandsmitglied der kurdischen Gemeinde Deutschlands, lebe in meiner Wahlheimat Berlin und habe kurdische Wurzeln aus Rojava, Kurdistan. Ja, ich freue mich sehr, dass ich euch heute durch die heutige Veranstaltung
führen darf. Kurz zum Projekt. Organisiert ist die Veranstaltung im Rahmen des Projekts Wir für Demokratie, welche unter anderem auch von der kurdischen Gemeinde umgesetzt wird. Das Projekt zielt darauf ab, demokratische Strukturen innerhalb des Dachverbands und seiner Mitgliedsvereine zu stärken. Darüber hinaus sollen Hürden für das Engagement in Vereinen abgebaut und Wissen über politische und zivilgesellschaftlich relevante Themen vermittelt werden. Die Förderung von Wissen über Demokratie und Extremismusprävention stehen dabei im Vordergrund. Zentral im Projekt ist oder war die Ausbildung von Demokratieberaterinnen und Berater, die darin geschult wurden, diskriminierendes Verhalten zu erkennen und Konflikte produktiv zu lösen. Die Berater unterstützen die Vereine bei der Stärkung von demokratischen Strukturen und der Förderung des Engagements gegen Extremismus. Die Ausbildung zum Demokratieberater habe ich jetzt also im Rahmen der Ausführung durch die kurdische Gemeinde mit ungefähr 15 weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den vergangenen Jahren durchlaufen und dabei wirklich spannende, erkenntnisreiche Methoden zur Konfliktlösung beispielsweise lernen dürfen. In diesem Zusammenhang haben wir uns tatsächlich beim Bundesprogramm Zusammenhalt durch Teilhabe des Bundesinnenministeriums, dem Hessischen Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport sowie bei der Stadt Gießen zu bedanken, die das Projekt und letztlich auch diese Veranstaltung überhaupt erst möglich machen. Besonderer Dank geht raus an unsere Leiter des Projekts, Ronny Langner und Julia Seeger, die das Projekt wunderbar leiten und uns begleitet haben und die heutige Veranstaltung auch maßgeblich initiiert und organisiert haben. Ein paar kurze Worte über die kurdische Gemeinde Deutschlands. Die KGD ist eine deutsche NGO, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Interessen der in Deutschland lebenden Kurdinnen und Kurden aus allen Teilen Kurdistans und allen Konfessionszugehörigkeiten überparteilich zu vertreten. Sie ist dabei anerkannter Gesprächspartner der Regierung und der Ministerien, wird zu allen bundesweit relevanten Gremien eingeladen und angehört, etwa der Islamkonferenz und vielen weiteren. Erfreulicherweise ist die KGD kürzlich von der Bundeszentrale für politische Bildung als Bildungsträger anerkannt worden. Das nochmal hinterher, weil es gerade so aktuell ist. Das recht junge Thema antikurdischer Rassismus, wobei jung im Sinne davon, dass es als Ausprägungsform erkannt und benannt wird, hat die KGD bereits im Jahr 2022 öffentlichkeitswirksam aufgegriffen und zum Themen- und Aktionsjahr gegen antikurdischen Rassismus ausgerufen. Eine wirklich erkenntnisreiche Fachtagung mit Expertinnen und Experten organisierte die KGD in Frankfurt am Main. Im selben Jahr, so 2022, die Tagung ist auch vollständig aufgezeichnet worden und bei YouTube einsehbar. Ich würde Ronny oder Julia bitten, einmal den Link im Chat zu versehen, falls Interesse besteht, die Veranstaltung sich anzuschauen. Ja, ich möchte nun auf den heutigen Referenten und auf die hinter ihm stehende Organisation zu sprechen kommen. Es geht um die Informationsstelle Antikurdischer Rassismus, kurz IAKR. Der eine oder andere hat vielleicht davon gehört. Ein junges ehrenamtliches Team hat sich dabei unter Leitung von Civan Akbulut aus Essen zusammengetan. Sie sammeln Fälle antikurdischen Rassismus in Deutschland, werten sie aus, kontextualisieren und fassen sie anonymisiert zusammen. Ziel ist es letztlich, unserer Gesellschaft ein Bewusstsein für die Benachteiligung von Kurdinnen und Kurden zu schaffen und ein Fundament für dieses noch wenig erforschte Gebiet zu setzen, insbesondere auch für die Forschung. Da gibt es sicherlich noch relativ viel Spielraum. Referent ist Passar Hariki, welcher Schatzmeister des Vereins ist und heute die IAKR vorstellen wird. Kurz zu Passar, er ist außerdem Schauspieler und Verleger und ebenfalls Berliner, wenn ich das verraten darf. Ja, wir freuen uns sehr, dass du dich bereit erklärt hast, die IAKR vorzustellen, uns Einblicke in deine Arbeit oder in eure Arbeit und den damit verbundenen Erkenntnissen gewährst. Bevor ich dir endgültig das Wort übergebe, einmal ganz kurz ein organisatorischer Hinweis, auf den ich vorhin schon hingewiesen habe. Ihr könnt Passa gerne im Anschluss des Vortrags Fragen stellen. Bitte stellt eure Fragen in der Kommentarspalte in diesem
YouTube-Videostream, also unterhalb des Videostreams. Sofern ihr keinen YouTube-Account habt, könnt ihr auch keine Fragen verfassen. Wir bitten euch dann die E-Mail-Adresse beratung@kurdische-gemeinde.de dafür zu verwenden. Beratung@kurdische-gemeinde.de. Der Link müsste von Ronny auch jetzt zur Verfügung gestellt sein im Chat. So, ich schaue mal kurz nach. Ja, genau, das ist jetzt, glaube ich, der Fall. Und ja, übergebe an dich, Passar. Viel Spaß und vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, heute uns einen Einblick zu gewähren. Ich Vielen freue Dank, mich. Shani. Ja. Es freut mich, hier zu sein. Es freut mich, dass ich hier die IAKR, unsere Arbeit, vorstellen darf. Ich würde direkt auch loslegen, indem ich erstmal ähm, meinen Bildschirm teile. So. Na, geht das jetzt mal? F5. So. Ja, ich bin Passar Riki. Ich bin Gründungs- und Vorstandsmitglied der IAKR, der Informationsstelle Antikurdischer Rassismus. Ich habe heute eine recht kurze Agenda für euch, aber der Inhalt wird nicht sehr kurz sein. Im ersten Teil werde ich euch über unsere Arbeit der IAKR etwas erzählen. Wer sind wir, was machen wir, wie arbeiten wir, was ist unsere Aufgabe? Und im zweiten Teil geht es um antikurdischen Rassismus im Allgemeinen. Doch bevor ich quasi jetzt erstmal auf diese beiden Punkte eingehe, möchte ich erstmal ein Fundament bei euch schaffen und möchte erstmal klären, was sind Kurdinnen. Kurdinnen sind eine ethnische Gruppe, die primär in der Region Kurdistan beheimatet ist und ansässig ist. Sie sprechen hauptsächlich Kurdisch, welche in mehrere Dialekte unterteilt ist. Das Nordkurdische, das Zentralkurdische und das Südkurdische, das sind Kurmanji, Sorani und Kelhuri. Und nebenbei gibt es, oder darunter gibt es halt noch weitere Dialekte, wie zum Beispiel Sasaki, Laki, Gurani, Badini und weitere. Die Identität ist durch eine gemeinsame kulturelle Geschichte und Tradition und Bräuche geprägt. Und die historische Präsenz der Kurden reicht bis in die Antike zurück und sogar noch weiter. Und trotz dieses reichen kulturellen Erbes und der reichen Geschichte haben Kurden oft mit politischer Unterdrückung und Marginalisierung in den Ländern zu tun, in denen sie heute leben. Rechts könnt ihr einige kurdische Persönlichkeiten, politische und ja, politische Persönlichkeiten sehen. Und ich habe gerade einen Begriff genommen oder verwendet, und zwar Kurdistan. Und jetzt müssen wir mal klären, was ist denn überhaupt Kurdistan? Ja, rechts könnt ihr die Kurdistan als Karte sehen. Kurdistan ist die geokulturelle Region im Nahen Osten, die traditionell von der kurdischen Gemeinschaft bewohnt wird. Sie erstreckt sich über Teile des heutigen Iraks, Iran, Syrien und der Türkei. Und das ist nun leider die Realität, dass es gibt keine offizielle politische Einheit oder eine Nation. Also es ist kein anerkannter Staat, sondern vielmehr ist es ein Begriff, wird Kurdistan immer als Begriff verwendet für das historische und kulturelle Gebiet, in dem Kurden seit Jahrtausenden leben. Und jetzt kommen wir zu kurdischem Leben in Deutschland, dadurch, dass wir heute in Deutschland auch leben. Seit den 1920er Jahren gibt es ja, bekanntermaßen kurdisches Leben in Deutschland. Und zwar die ersten zu findenden Beweise dafür sind die Belkhan-Gebrüder, die noch vor der Gründung der Türkischen Republik nach Deutschland ausgewandert sind oder beziehungsweise geflohen sind. Hier könnt ihr ein Foto von den Belkhan-Gebrüdern sehen. Und ein Problem für das kurdische Leben in Deutschland ist, dass es gibt keine genauen Zahlen von Kurden in Deutschland. Also es wurden keine richtigen Zahlen erfasst. Aufgrund dessen, dass quasi mit den ganzen Länder- und Bundesstatistiken, die seit jeher aufgenommen worden sind, immer Nationalitäten aufgenommen worden sind. Und erst seit 2019 wird auch, wie beispielsweise jetzt im Migrationsbericht, auch die Ethnie befasst oder erfasst. Und
Das ist ein Problem, weil dadurch Kurden unsichtbar gemacht werden. Kurden werden dadurch unsichtbar gemacht, weil ne, dann leben sie halt leider, oder beziehungsweise es ist eine Realität, dass sie in Irak, Iran, Syrien und Türkei leben. Dasselbe Schicksal erleiden auch zum Beispiel Balutschen. Bei denen ist es genau dasselbe. Experten gehen aber davon aus, dass es 1,5 bis 2 Millionen Kurden in Deutschland gibt. Dass Experten, wissenschaftliche Experten, verschiedene kurdische politische Parteien oder Organisationen vereinen. So, und jetzt kommen wir zu IRKR, der Informationsstelle Antikurdischer Rassismus. Wir sind wie schon von Shani gesagt, ein ehrenamtliches Team. Wir bestehen aus jungen, engagierten Menschen aus dem akademischen, politischen und aktivistischen Kontext. Und wir treten mit der Mission an die Öffentlichkeit, dass wir ein Bewusstsein schaffen möchten zu antikurdischem Rassismus in Deutschland. Wir möchten das Bewusstsein dazu schärfen, wir möchten den Betroffenen eine Stimme geben und wir möchten als Verein auch dazu beitragen, es aufzuklären, Wissenschaft zu fördern und auch Handlungsempfehlungen zu erarbeiten. Das sieht bei uns wie folgt aus. Wir haben für uns selbst 4 Säulen erschaffen, die uns auch leiten. Die erste Säule ist die Dokumentation von antikurdischem Rassismus. Das heißt, auf unserer Webseite antikurdischer-rassismus.de können sowohl Betroffene als auch Zeuginnen Vorfälle von antikurdischem Rassismus melden. Dafür haben wir ein Meldeformular errichtet auf der Webseite mit spezifischen Fragen und Felder, die halt beantwortet oder gefüllt werden müssen. Die zweite Säule ist die Verfügungstellung von Informationsmaterial. Das soll gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen erarbeitet werden und kann oder wird aussehen in Form eines Jahresberichts, das nächstes Jahr dann, Mitte nächsten Jahres dann rauskommen wird, welcher die statistische Auswertungen des Jahres 2024, in dem wir uns ja gerade befinden, nochmal richtig analysiert und darstellt. Die dritte Säule ist wissenschaftliche Arbeit zum Thema unterstützen. Wir möchten wissenschaftliche Arbeit und Wissenschaftlerinnen unterstützen bei den Forschungen und den unterschiedlichen Arbeitsaufträgen, die sie haben. Und die vierte Säule ist das Schaffen von Begegnungsräumen für Betroffene, für Zeuginnen, für Menschen aller Art. Kurdische Perspektiven sollen dort einen Raum haben, um sicher zu sein und es soll die Möglichkeit geben, Vernetzungsmöglichkeiten zu schaffen. Wie kann man Vorfall melden? Wie schon gesagt, unter antikurdischer-rassismus.de können sowohl Betroffene als auch Zeuginnen eben einen Vorfall melden. Dazu geht man auf den Reiter Vorfall melden. Sobald quasi alle Informationen eingegeben worden sind, wird es abgeschickt, kommt es bei uns an und dann sind wir dran und der nächste Schritt bei uns ist, es so schnell wie möglich diesen Vorfall anonymisieren. Das heißt, alle personenbezogenen Informationen werden gelöscht, sodass quasi nur noch der reine Vorfall existiert und dasteht, sodass quasi wir nicht vom Vorfall aus nochmal schauen oder quasi darauf zurückverfolgen können, wer die betroffene Person ist oder wer die Zeugin ist, beziehungsweise in dem Fall, wer die Person ist, die diesen Vorfall bei uns gemeldet hat. Es ist eine Vorsichtsmaßnahme, eine Sicherung da sind wir sehr strikt dabei, das zu tun. Anschließend nach der Anonymisierung, wenn alle personenbezogenen Daten dann gelöscht wurden, wird das dann quasi in unsere Kartei aufgenommen, in unsere Datenbank und dann kommt es zur Systematisierung durch die bestimmten durch die 6 Kategorisierungen, Systemisierungen. Und anschließend kommt es zur Kontextualisierung von wissenschaftlichen Arbeiterinnen oder Wissenschaftlerinnen. Und mit der Kontextualisierung kommt dann auch der Jahresbericht, der dann das gesamte Jahr dann nochmal statistisch auswertet. Wie sieht so ein Meldeformular aus? Ich habe euch hier das quasi angezeigt. Also es ist eigentlich recht selbsterklärend. Man kann seinen Vor- und Nachnamen eingeben, muss man nicht, ist freiwilliger Basis, die E-Mail-Adresse erforderlich. Und dann gibt man ein, ist man selber von dem Vorfall betroffen oder gibt man diesen Vorfall ein als Zeuge? Wann hat er stattgefunden? Wo hat er stattgefunden? Es kann eine spezifische Stadt sein, Bundesland sein, es kann aber auch spezifisch im Internet sein, auf TikTok, Instagram, irgendwas. Oder auch auf der Arbeit, beim Kaffee trinken, irgendwas.
Also quasi je spezifisch man sein möchte, je spezifischer man sein möchte, desto besser auch für uns, für die spätere Weiterverarbeitung der Informationen. Und dann gibt es ein größeres Textfeld und größere Textfeld, bei dem man schildern kann und richtig und detailliert, so detailliert wie möglich, wie man möchte, erklären kann, was denn eigentlich passiert ist. Gibt es Fälle, da ist mehr Text drin, da gibt es Fälle, da gibt es weniger Text drin. Ist immer eine Frage des Individuums. Dann für die statistische Auswertung noch das Geschlecht und dann gibt es am Ende noch einige Punkte zum Ankreuzen, die relevant sein können. Ist man Geflüchteter, hat man eine Anzeige erstattet, hat man vielleicht Bild- und Videomaterial, was man zur Verfügung stellen möchte. Deswegen haben wir auch am Anfang die E-Mail-Adresse wird angefordert. Äh, ob man ob man eine professionelle Beratung möchte. Und dazu brauchen wir die E-Mail-Adresse, damit wir dann quasi mit den Menschen Kontakt aufnehmen können. Aber sobald es dann zur Anonymisierung kommt, wird auch die E-Mail-Adresse gelöscht, sodass auch diese Information absolut nicht mehr bei uns zur Verfügung steht. Wenn wir schon von professioneller Beratung sprechen, dann muss ich auch gleichzeitig oder anschließend sagen, wir sind kein staatliches Angebot, wir sind keine Beratungsstelle, wir sind eine reine Informations- und Meldestelle. Dementsprechend, also wir haben halt nicht die nötigen Ressourcen, um auch eine Beratungsstelle zu sein. Sicherlich ist das ein Ziel, ein Ziel von uns, auch irgendwann eigenständig auch Beratung geben zu können. Bis wir da ankommen, dauert das noch ein bisschen. Wir sind, oder uns ist sehr wichtig, dass wir auch dass wir unabhängig bleiben. Wir sind, wie schon gesagt, kein staatliches Angebot. Wir sind nicht gefördert durch Land oder Bund haben keine Nähe zu irgendeiner kurdischen oder nicht kurdischen Partei oder Verein oder Organisation, sondern betreiben das hier alles ehrenamtlich aus unserer eigenen Tasche. Die Finanzierung findet über Spendengelder durch Privatpersonen statt, die uns spenden möchten oder über unsere eigenen Gelder, die wir hier reinpacken von den Vorstandsmitgliedern. Und jetzt ist die Frage, was ist denn überhaupt antikurdischer Rassismus? Ich spreche die ganze Zeit von der Informationsstelle antikurdischer Rassismus, aber was ist denn überhaupt antikurdischer Rassismus? Ich will nur mal vorlesen. Antikurdischer Rassismus kennzeichnet sich durch eine systematische Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt gegenüber Personen kurdischer Herkunft. Sie kann sich in vielfältigen Ausprägungen manifestieren, von struktureller Unterdrückung und politischer Marginalisierung bis hin zu sozialer Stigmatisierung und kultureller Negation. Sie fußt auf historisch gewachsenen Vorurteilen sowie politisch und sozial konstruierten Feindbildern, wie kurdische Identitäten entwerten und delegitimieren. Man muss dazu sagen, das ist der Definitionsentwurf, den wir uns erstellt haben als Informationsstelle, sodass wir ähm, etwas haben, mit dem wir arbeiten können. Und das ist jetzt ein bisschen wenig Text. Vergleicht man das mit anderen Rassismen, wie zum Beispiel Antisemitismus oder Antiziganismus, so sieht man dort eine sehr viel ausgewogene oder spezifischere Definition dessen. Ähm, aber wie schon erwähnt, ein Definitionsentwurf und hoffentlich bald von bestimmten Wissenschaftlerinnen dann auch, die, die sich tagtäglich damit beschäftigen, äh, können wir irgendwann auch eine definiertere, eine spezifischere Definition auch davon haben. Ich habe hier zwei Beispiele mitgebracht, die ich auch noch zeigen möchte, diesen kleinen Text auch noch, diesen ersten Definitionsentwurf auch noch etwas mehr zeigen. Und zwar, das ist ein anonymisierter Vorfall. Uns wurde gewährt, dass wir das veröffentlichen dürfen auf Social Media und in den Vorträgen. Ich würde einfach mal vorlesen. Als mich eine fremde Person während einer lockeren Unterhaltung fragte, woher ich komme, antwortete ich mit Kurdistan. Die Person reagierte aggressiv und fragte erneut nach. Sie behauptete dann, dass es ein solches Land nicht gebe und schlug mir unvermittelt mit voller Wucht mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Als ich die Polizei rufen wollte, hat mir niemand der herumstehenden Person sein Handy gegeben. Dieser Vorfall ist recht exemplarisch dafür, dass eine ganz normale Situation, eine Alltagssituation mit einer lockeren Unterhaltung sich auf Knopfdruck bei dem Wort Kurdistan zu einer gewaltbereiten, zu einer gewaltvollen Situation wachsen kann und umändern kann.
Dann möchte ich das zweite Beispiel noch zeigen. Ich lese vor: Ein türkischstämmiger Schüler hat vor der ganzen Klasse über den Kurden-Türken-Konflikt in Nordsyrien gesprochen und die Kurden als kommunistische Terroristen vor der ganzen Klasse betitelt. Die Reaktion war mild, denn es gab keine. Auch das ist exemplarisch dafür, dass Kurdinnen immer wieder quasi Opfer von bestimmten Narrativen sind, die aus einer bestimmten Richtung kommen. Darauf gehe ich auch gleich nochmal ein. So, und mit den Beispielen können wir uns auch mehr vorstellen, wie das mit dem Definitionsentwurf dann auch aussieht. Wie hierbei haben wir Erscheinungsformen. Wir haben dafür 6 Erscheinungsformen bei uns in der Informationsstelle. Eine ist zum Beispiel der kulturelle antikurdische Rassismus. Dieser bezieht sich auf die Abwertung kurdischer Kultur und Identität und äußert sich oft in rassistischen Darstellungen der kurdischen Kultur als unzivilisiert, als barbarisch, als dumm. Der politische und antikurdische Rassismus äußert sich in politischer Verfolgung und der Kriminalisierung kurdischer Menschen, Parteien und Medien und die Aufrechterhaltung rassistischer Darstellungen von Kurdinnen als Terroristen, als Bedrohung, als ein Sicherheitsrisiko, wie auch in dem zweiten Beispiel zum Beispiel. Religiös geprägter antikurdischer Rassismus bezieht sich auf die Diversität religiöser Glaubensgemeinschaften unter den Kurdinnen und äußert sich unter anderem durch eine feindliche Darstellung kurdischer Menschen als das Böse und die Ungläubigen. Dadurch, dass die kurdische Gesellschaft eine recht diverse religiöse Landschaft hat oder Gemeinschaft hat mit Muslimen, Jesiden, Yazdanis, Christen, Juden, Zerdesh, also Zoroastrier, bietet das quasi sehr viel Nährboden für Feindbilder gegenüber Kurden und Kurden. Dann gibt es den ultranationalistischer antikurdischer Rassismus. Dieser ist erwachsen aus den Nationalstaatengründungen nach dem Osmanischen Reich, also Republik Türkei. Und die Existenz kurdischer Menschen wird als Bedrohung der eigenen nationalen Identität aufgefasst. Also vor allem auch mit der Staatsräson, mit der Gründung durch Mustafa Atatürk mit ein Staat, ein Volk, eine Sprache. Migrationsbezogener antikurdischer Rassismus bezieht sich auf die diversen Migrationsbiografien kurdischer Menschen und äußert sich unter anderem in der Abwertung kurdischer Menschen als Heimatlose, der Unsichtbarmachung der Migrations- und Fluchterfahrung kurdischer Menschen sowie den Fluchtgründen. Und geflüchtete Kurdinnen werden leider immer noch in besonders vulnerablen Positionen diskriminiert. Und die letzte Erscheinungsform, die wir hier gelistet haben, ist also die intersektionalen Erscheinungsformen. Und diese umfassen alle Erscheinungsformen antikurdischen Rassismus, die mit den anderen Diskriminierungsformen zusammenwirken, also beispielsweise Sexismus, Ableismus, Querfeindlichkeit etc. Es gibt auch dazu eine Studie, Diversität und Rassismus in der Migrationsgesellschaft mit dem Fokus antikurdischer Rassismus von Professor Dr. Cüneyt Kaderi. Diese Studie ist noch nicht veröffentlicht, aber wir haben einige Passagen bei uns reingebracht, die ich gerne mal vorlesen würde, die auch noch sehr aufschlussreich sind. Für die Studie wurden 30 qualitative Forschungsinterviews mit Expertinnen und zentralen Akteurinnen aus den Bereichen Medienbildung, soziale Arbeit, Psychologie, Medizin, Wissenschaft, Politik und Recht geführt. Alle Befragten berichten von Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen. Kurdinnen in Deutschland erleben Diskriminierung, Rassismen in unterschiedlichen Kontexten. Diese Erfahrungen sind nicht nur persönlich, sondern stehen in Verbindung mit institutionellen, historischen und aktuellen politischen Verhältnissen. Zu den beobachteten und selbst erlebenden Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen im Alltag gehören unter anderem abwertende Blicke, Beleidigungen, Hass und Vernichtungswünsche, Prügel auf dem Schulhof, Benachteiligungen in Asylunterkünften, Benachteiligungen und Mobbing am Arbeitsplatz, bis hin zu gewaltsamen Übergriffen und Morddrohungen. Die Zuschreibungen und Abwertungen speisen sich aus Vorurteilen über die vermeintlichen homogenen Gruppe der Kurdinnen dazu gehören. Und jetzt gibt es 5 homogene Gruppen, also vermeintlich homogene Gruppen der Kurdinnen, die immer wieder quasi aufkommen. Kurden als Nicht-Akademiker, Kurden als Unwissende, Inkompetente, dumm, Kurden als Wilde, sind keine Menschen, sind Tiere. Kurden als gewaltaffin, mit dem Stigma als Terrorist oder als Bedrohung und Kurden als Staatenlose. Und hierbei ist es wichtig zu erwähnen, dass
ja, dieses Feindbild, diese Feindbilder, das Kurden, dieses Feindbild von Kurden, entsteht aus einer bestimmten Richtung und das ist ganz klar quasi die Erzählung, die Verschwörungserzählung als Ganzes. Kurden werden oft seit Jahrzehnten, wahrscheinlich sogar seit Jahrhunderten, immer als gelenkte Puppen anderer Mächte gesehen. In dem Fall in der heutigen Zeit sehr gerne als armenisch-jüdisch-US-Verschwörung, speziell eben in der arabisch-türkischen, iranischen und islamischen Welt, weil Kurden eben für ihren Einsatz für Freiheit und Selbstbestimmung bekannt sind, sei das alles nur ein Vorwand, um israelische und US-Interessen zu verwirklichen. Und das liegt daran, dass natürlich kurdische Interessen oder kurdische Anliegen oder kurdische Interessen natürlich konträr zu den Interessen der Besatzerstaaten liegen, in denen die Kurden seit jeher unterdrückt werden. Speziell in dem Fall möchte ich gerne auf den Iran ein bisschen eingehen. Der Iran ist, ich kann jetzt quasi mit der Statistik auch falsch liegen, dann bitte ich um Entschuldigung. Ich meine, eine Statistik gelesen zu haben, dass 50% der Menschen, die im Iran erhängt werden, tatsächlich Kurden sind oder Kurdinnen sind. Und dass damit legitimiert wird, dass Kurdinnen Mossad-Agenten sein sollen, die von Israel, die für Israel halt arbeiten. Israel qua als Feindbild natürlich des Irans zu erklären. Und natürlich es hat natürlich mehrere Ziele und Zwecke und eins der wichtigsten oder der wichtigsten Ziele ist natürlich die Einschüchterung, die Eindämmung der kurdischen Identität und des Aktivismus. Vor allem mit der Jina-Amini-Revolution vor 2 Jahren, die bis heute immer noch anhält und vor allem in kurdischen Gebieten. Es gibt hierbei auch ein recht gutes, eindeutiges Beispiel. Und zwar im Januar 2024 wurde das Haus des kurdischen Unternehmers Peshawar Desai in Hewler, in der Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan, durch iranische Raketen bombardiert und das Haus komplett zerstört. Und der Iran behauptete tatsächlich, dass dieses Haus ein Mossad-Stützpunkt sei. Und dafür gibt es bis heute keinerlei Beweise, keine Indizien, nichts. Auch nichts vom Iran vorgelegt, sondern quasi nur erklärt. Und durch diesen Angriff ist nicht nur Peshawar Desai, der Unternehmer, getötet worden, sondern auch seine 11 Monate alte Tochter und weitere Familienmitglieder. Und ganz viele weitere Familienmitglieder wurden natürlich auch verletzt. Und gerade im Iran auch mit Persönlichkeiten wie zum Beispiel diesen Herrn Ahmad Khatami, der ein hochrangiger iranischer schiitischer Geistlicher ist und Mitglied im Expertenrat der Islamischen Republik ist, hat Anfang 2023 mit dem Zitat hier auch also Aufmerksamkeit erlangt, indem er sagte, Kurdisch ist die offizielle Sprache der Hölle und Kurdinnen seien auch im Jenseits Randalierer. Also ganz klar quasi wieder das Narrativ geschaffen, dass Kurdinnen das Feindbild ihrer Weltanschauung sind. Und auch 2017 bezeichnete er das Unabhängigkeitsreferendum in der autonomen Region Kurdistan als zionistische Verschwörung. Und wieder quasi die Interessen liegen konträr zueinander und es wird damit quasi Politik gemacht. Eine weitere Person, die sich auch in diesem iranischen Einflussgebiet befindet, ist das ehemalige Oberhaupt der libanesischen Hisbollah, Hassan Nasrallah, der das kurdische Referendum als eine amerikanisch-israelische Verschwörung zur Aufteilung des Nahen Ostens bezeichnete. Und jetzt fragt man sich vielleicht, woher das kommt. Und das ist ganz interessant, weil dieses Bild von quasi Kurden sind auch im Jenseits Randalierer, Kurden sind das Feindbild, da gibt es eine längere Geschichte. Und zwar im Al-Kafi, Band 5, Buch 3, Kapitel 28, Hadith 2. Das ist jetzt eine längere Passage, die kann man sich jetzt durchlesen. Könnt ihr auch einen Screenshot davon machen, ein Foto machen. Aber das Interessanteste ist der letzte Satz, den ich euch auch noch hier dick markiert habe. Ich lese einfach mal vor. Ihr dürft niemanden von den Kurden heiraten. Sie sind eine Spezies von Djinn, von der die Hülle entfernt ist. Und man muss wissen, dass Al-Kafi gehört zu den wichtigsten schiitischen Hadith-Sammlungen. Also vor allem dadurch, dass quasi, also der Zwölfer, das ist die Hadith-Literatur, die Hadith-Sammlung des Zwölfer-Schiitentums, dem 80% der Schiiten weltweit gehören.
Und das quasi in so einem Buch, in dem quasi über das alltägliche Leben des schiitischen Moslems geschrieben wird, wie er sich zu verhalten hat, was er bedenken soll, äh, etc., etc., steht quasi dieses exemplarische Beispiel zu antikurdischen Rassismus drin. Und es ist völlig irrelevant, ob die Authentizität stimmt, ob man die Überlieferungsketten halt nachvollziehen kann, ob das wirklich jetzt so gesagt wurde als Hadith. Es wurde halt aufgenommen. Und dass es halt in dieser Hadith-Sammlung steht, ist ein Fakt. Und dass es seit 941 nach Christus da feststeht und quasi immer wieder, oder diese Hadith-Sammlung das ultimative Werk für das alltägliche Leben von schiitischen Moslems ist das Beispiel für antikurdischen Rassismus aus der religiösen Perspektive. Und hier werden, oder hierher, aus diesem Punkt, aus diesem Buch kommt quasi dieses Narrativ, dass Kurden seien Dschinns, Kurden seien Dämonen, Kurden seien nicht keine Menschen. Ein weiterer Punkt wäre dann der arabische Nationalismus und Islamismus mit Kurden als Feindbild. Hier habe ich ein Schriftstück, ein interessantes Schriftstück einer neuen Terrororganisation, die sich gebildet hatte, natürlich mit dem in der extremen Schwächung des Islamischen Staates äh, entsteht ein Vakuum, was von Irak selbst nicht gefüllt werden kann. Und dann gründet sich so eine Organisation. Und das Interessante dabei ist nicht, dass quasi so eine Organisation gegründet wird, das ist mal eine Folge dessen, sondern die eigentliche Zielsetzung dieser Organisation. Und zwar hier steht, dass das erklärte Ziel dieser Organisation, dieser Terrororganisation sei die Bekämpfung der kurdischen Präsenz. Das Ziel ist die Bekämpfung der kurdischen Präsenz in allen arabischen Regionen durch die Umsetzung militärischer Operationen und Strategien. Also man möchte die von Kurden kontrollierten Gebiete wieder kontrollieren. Und hier wird quasi auch das Zielgebiet direkt festgemacht. Und hier werden alle Gebiete in der Region Irak und Levante, also Irak und Syrien, genannt, die durch kurdische Streitkräfte halt befreit wurden und unter kurdischer oder unter kurdischer Kontrolle steht. Also Ziel ist es, diese zu schwächen, diese irgendwann zu kontrollieren. Und wie möchte man das erreichen? Indem man mit verschiedenen anderen arabischen Stämmen zusammenarbeitet und mit anderen islamischen oder islamistischen Widerstandskämpfern arbeitet. Dann gibt es diese Person hier, Nihal Aziz, ein großer Vordenker der Grauen Wölfe-Bewegung. Wenn wir von antikurdischen Rassismus sprechen, dann müssen wir natürlich über alle Gebiete sprechen und so auch natürlich über die türkischen Nationalisten und die Grauen Wölfe. Ich habe hier ein interessantes Zitat von diesem Herrn. Ich würde einfach mal vorlesen. Ein Türke glaubt an die Überlegenheit der türkischen Rasse, schätzt deren nationale Vergangenheit und ist bereit, sich über die Ideale des Türkentums zu opfern. Besonders gegen Moskau, den erbitterten Feind. Das kann man jetzt so sich auf der Zunge zergehen lassen oder einfach mal so ein bisschen darüber nachdenken. Und es hört sich so ein bisschen an, als wäre es bekannt. Und ich sage gleich auch, woher das oder was quasi, wieso es sich irgendwie bekannt anhört. Und zwar, ich gehe erstmal auf die zweite Person ein. Und zwar diesen Herrn hier. Das ist Alparslan Türkisch. Das ist der Gründer der MHP, der Partei der Nationalistischen Bewegung. Und dieser hat auch einen interessanten Zitat, den ich einfach mal vorlesen würde. Das Türkentum ist eine von Religion und Rasse geschaffene Substanz. Die Rasse hat Gott gegeben. Die Größe der türkischen Rasse wird vom Wert der anderen Rassen gemessen. Und die türkische Rasse ist wertvoller als die anderen Rassen. So, sowohl die Person vorher, Aziz, als auch Türkisch, sind große Hitler-Fans. Und das Interessante ist, dass mit der Gründung der Republik Türkei durch Mustafa Atatürk, Atatürk selbst wurde als Meister gesehen von Mussolini und Hitler. Und diese beiden, also Mussolini und Hitler, haben anhand von Mustafa Atatürks Politik haben sich ein Beispiel daran genommen und diese auch in den eigenen Ländern umgesetzt. Das heißt, wir haben Atatürk, der als Meister betitelt wird von Mussolini und Hitler. Und jetzt haben wir auch Alparslan Türkisch,
der Hitler als sein größtes Idol sieht. Das heißt, wir haben hier einen kompletten Kreis geschlossen. Die Graue Wölfe sind keine Bewegung, sind eine Bewegung, sie sind keine Partei, sind kein Verein, sind keine Organisation, es ist eine Bewegung. Und so wie andere faschistische Bewegungen so spielen Symbole eine wichtige Rolle und auch Mythen spielen eine wichtige Rolle. In dem Fall der Grauen Wölfe gibt es zwei sehr wichtige Mythen, also die Ergenekon-Legende und die Arsena-Legende. Das sind die Ursprungsmythen der Grauen Wölfe, die quasi die türkische Rasse erklären sollen. Und bei beiden, also beide Legenden, sowohl die Ergenekon als die Arsena-Legende, gehen ungefähr wie folgt. Ein Dorf wird angegriffen, ein Junge überlebt, wird von einer Wölfin großgezogen. Und jetzt gibt es einen Unterschied. In der einen Legende wird der Junge erwachsen, zieht los, besiegt die Feinde und gründet quasi eine neue Heimat, die Heimat der Türken. Und bei der anderen Legende, das Kind wird erwachsen, hat Sex mit der Wölfin, erzeugt Kinder, zieht los, besiegt die Feinde und gründet eine neue Heimat. Und ich habe hier auch einige Beispiele, also die Symbole der Grauen Wölfe auch dargestellt. Hier bei dem Schwarz-Gold mit dem Kreis und dem jaulenden Wolf, da seht ihr die Runen, das sind die Orkon-Runen, auch als alttürkische Runen immer bezeichnet, die angeblich quasi nichts anderes darstellen sollen außer alttürkische Runen, aber dieses Symbol wird hauptsächlich von Grauen Wölfen benutzt. Dann gibt es den Wolf selbst. Dieser Wolf selbst gilt auch als das Symbol der Grauen Wölfe, der jaulende Wolf, der den Sichelmond anjault. Dann haben wir die drei Sichelmonde hier in Rot. Das ist auch die osmanische Kriegsflagge. Und diese Sichelmonde sollen die drei Kontinente darstellen, in denen sich das Osmanische Reich ausgedehnt hatte, also Europa, Asien und Afrika. Und dann haben wir das wohl bekannteste Zeichen, das wohl bekannteste Symbol der Grauen Wölfe, und zwar den Wolfsgruß. Und ich würde mal vorlesen, was Alparslan Türkisch dazu gesagt hatte und er das erklärt, was es bedeuten soll. Schau her, der kleine Finger symbolisiert den Türken, der Zeigefinger den Islam. Der beim Wolfsgruß entstehende Ring symbolisiert die Welt. Der Punkt, an dem sich die restlichen drei Finger verbinden, ist ein Stempel. Das bedeutet, wir werden den türkisch-islamischen Stempel der Welt aufdrücken. Es ist im Grunde genommen genau dasselbe wichtige Symbol für eine faschistische Bewegung, wie auch der Hitlergruß und das Hakenkreuz für die Nazis zum Beispiel ist. Alparslan Türkisch ist natürlich ein türkischer Rechtsextremist gewesen. Von 1965 bis 1969 war er Vorsitzender der CKPM, das war eine Vorgängerpartei der MHP. 1969 wurde dann die Partei umbenannt und neu gegründet in die jetzige MHP. Und unironischerweise gilt Alparslan also er gilt als ideologischer Führer natürlich, als Vordenker der Grauen Wölfe und hat den Titel Oberwolf. Und das ist ernst gemeint, dass diese Person als Oberwolf auch bezeichnet wird. Und wie schon erwähnt, ein großer Hitler-Fan. Genau, 1969 gründete MRP und im selben Jahr, in dem die MRP gegründet wurde, gab es auch den ersten Parteitag in Deutschland und gleichzeitig auch die Gründung des Europarats der MRP. Ihr könnt hier sehen, es dauert nicht lange, bis quasi das MRP-Auslandszentrum erschaffen wird, die Europazentrale in Kempten wird errichtet und allein 6 Jahre später, also 75, nimmt Türkisch an einem Kongress des Europarats der MAP teil und das findet in Deutschland statt. Und schon allein 6 Jahre danach, also nach der Gründung der MAP, gibt es 6 Parteibezirke und etwa 50 Vereine in Deutschland, die quasi alle dazugehören. 1977 gibt es den Beschluss der türkischen Verfassung, des Verfassungsgerichtes, dass Parteiorganisationen im Ausland verboten sind. Und 1978, also direkt anschließend danach, reist Alparslan Türkisch nach Deutschland und trifft sich mit wohl einer der bekanntesten deutschen Politiker, dem bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß und dem Türkei-Experten und CDU-Politiker Hans-Erhard Kanapin.
Dieser wurde, also Türkisch wurde eingeladen von Franz Strauß, um quasi aufgrund quasi der Unterstützung Türkis bei der Etablierung und den Aufbau der Struktur, seiner eigenen Struktur in Deutschland, also der Grauen Würfelstruktur, um quasi die kommunistische Gefahr zu bekämpfen. Besonders Anklang fand das natürlich in den Gewerkschaften und bei den türkischstämmigen Arbeiterinnen. Und wenige Tage nach dem Treffen wurde dann auch in Frankfurt die ADTDF gegründet, die quasi die Europaorganisation der MAP ist. Und es gibt einen Spiegelartikel aus dem Jahre 1980, der diese Geschehnisse auch nochmal, ja, noch mal ein bisschen gut darstellt. Ich würde einfach mal vorlesen. Diskret, wie immer, bestellt Strauß Alparslan Türkeş zum Rendezvous, den Führer der türkischen Partei der nationalistischen Bewegung MHP und deren Jugendorganisation, den berüchtigten Grauen Wölfen. Die Grauen Wölfe des Türkisch werden für hunderte politische Morde und andere Gewalttaten in der Türkei, aber auch bei Gastarbeitern in der Bundesrepublik verantwortlich gemacht. Die türkische Partei sehe, so warnte die Beauftragte des evangelisch-lutherischen Dekanats Münchens für Fragen ausländischer Arbeitnehmer, Hermann Rieger, in einem Brief an den Münchner CSU-Fraktion Hitler und Mussolini als ihre geistigen Väter an und bekennen sich in ihrem Parteiprogramm offen zum Nationalsozialismus deutscher Prägung. Das allein schon quasi in dem Zeitraum, wo das alles stattgefunden hat, auch schon so ein Artikel veröffentlicht wird, der eins zu eins quasi auch das darstellt, was wir bis heute auch sagen oder was bis heute auch quasi darüber berichtet wird. Es, es ist exemplarisch dafür, die Zusammenarbeit zwischen diesen Strukturen, den Grauwölfstrukturen und den Strukturen von Franz Josef Strauß, was diese Strukturen angeht. Ich würde hier nochmal ein Zitat von Alparslan Türkeş vorlesen, und zwar: wenn ihr Kurden weiterhin eure primitive Sprache sprecht, werdet ihr von den Türken auf die gleiche Weise ausgerottet, wie man schon Georgier, die Armenier und die Griechen bis auf die Wurzeln ausgerottet hat. Also das erklärte Ziel Türkischs und seiner Grauen Würfelbewegung ist der Tyrannismus, also ein türkisches Großreich vom Balkan bis an die chinesischen Grenzen zu schaffen. Das hat derzeit auch äh, einige Verbindungen, oder was heißt Verbindungen, aber Schnittpunkte mit Erdogans neo-osmanischer Expansionspolitik. Also quasi der neue, was heißt der neue, aber der derzeitige türkische Imperialismus, der quasi weiter einschreitet in Syrien, in Rojava, die Kurden dort versucht daran zu hindern, eine Autonomie für sich zu schaffen. In Südkurdistan, in Baschur-Kurdistan immer weiter versucht einzudringen. In dem Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan eingriff, in dem Krieg also zu der Arzach-Republik. Oder auch in Libyen quasi mit eingreift und auch derzeit eine sehr starke Präsenz in Somalia, eine Militärpräsenz in Somalia hat. Und mit all den Geschehnissen sehen wir einen völlig normalen Umgang in der Türkei mit antikurdischem Rassismus. Also, dass Kurdinnen in der Türkei als Bergtürken, als Osttürken bezeichnet werden oder dass es regelmäßige Anrufe gegen Kurden gibt. Das ist uns nichts Neues, aber es ist dahin mutiert, dass es die Norm ist, dass es zur Normalität kommt, sodass nicht mal darüber mehr berichtet wird. Und selbst in der türkischen Popkultur ist es gang und gäbe, antikurdischen Rassismus zu reproduzieren, sei es zum Beispiel in der sehr großen tatsächlich türkischen Filmindustrie, bei der Kurden immer quasi als böse dargestellt werden, als die Mafiosis dargestellt werden, dass das Böse, was bekämpft werden muss, dargestellt wird, oder auch als dumm dargestellt werden, als inkompetent, als Menschen aus dem Dorf, die absolut nicht zivilisiert sind. Und bis heute wird auch hier in Deutschland Kurde auch als Schimpfwort bezeichnet. So wie auch ähm, sehr oft Jude als Schimpfwort bezeichnet wird oder Armenier als Schimpfwort bezeichnet wird, so wird auch Kurde im gleichen Maße als Schimpfwort bezeichnet oder benutzt. Die Graue Würfelbewegung ist, wenn man die AfD nicht mitzählt, die größte rechtsextreme Gruppe in Deutschland. Und
diese enorme Präsenz der Grauen Wölfe wird durch verschiedene Vereine und Verbände gewährleistet. Die Grauwölfe-Bewegung, wie gesagt, ist eine Bewegung, aber das heißt nicht, dass es keine Organisationen und Verbände gibt. Diese können sich unterscheiden in ihrer Darstellung oder beziehungsweise in ihrer Form. Sie sind aber in der Ideologie das Gleiche. Sie sind extrem rassistisch und antisemitisch, sehen Gewalt als legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung. Es kommt immer wieder hier in Deutschland zu Übergriffen, zu Anschlägen auf kurdische Organisationen, auf kurdische Verbände, auf Vereine, Angriffe auf kurdische Demonstrationen mit extremer Provokation. Und ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass ein Anhänger der Grauen Wölfe vor einigen Jahren zu 3 Jahren Haftstrafe verurteilt wurde wegen Körperverletzung, weil er im Mai 2020 den Kurden Ibrahim Dimi in Dortmund ermordet hatte. Und mit all diesen Informationen und mit all dieser Präsenz wurde 2020 tatsächlich eine Prüfung für ein Organisationsverbot der Grauen Wölfe in Deutschland eingeleitet vom Deutschen Bundestag. Und das wurde 2020 eingeleitet. Wir haben jetzt 2024. Nach 4 Jahren gibt es, gibt es keinerlei Information, keinerlei Fortschritt, keinerlei Ergebnis zu dieser Prüfung des Organisationsverbots von Nancy Fraser vom Innenministerium und von Nancy Fraser. Stattdessen sogar im Gegenteil werden kurdische Vereine bis heute weiterhin quasi automatisch an das BKA weiter übermittelt oder an den Verfassungsschutz weiter übermittelt. Und allein schon quasi, wenn das Kurdistan irgendwie attestiert werden kann oder Kurdisch irgendwie im Namen des Vereins oder der Organisation steht, ist das schon ein Grund, einen Generalverdacht zu hegen für diese kurdische Organisation oder Verein. Es gibt einige türkische Graue Wölfe-Verbände, Vereine. Das hier sind die 3 größten, wichtigsten. Die ADTDF, das ist auch die erste, die direkt auch von der MHP gegründet wurde, von Alparslan Türkisch. Und sie umfasst bis zu 7.000 Mitgliedern und mit 160 Vereinen sind die überall in Deutschland tätig. Der zweite ist die ATIB. Es sind quasi weitere Zersplitterungen von eben der ADTDF. Diese umfasst bis zu 10.000 Mitglieder und hat über 123 Vereine. Und die dritte ist die ATB mit 1.000 Mitgliedern und 20 Vereinen. Das sind nicht alle. Natürlich gibt es noch weitere, kleinere Zersplitterungen, aber das sind die 3 wichtigsten. Und jetzt kann man insgesamt einfach mal schauen. Allein diese drei Dachorganisationen haben 303 Vereine und 18.000 Mitglieder. Und 18.000 ist eine Zahl, die vielleicht bei einigen ein bisschen ein Fragezeichen aufwirft, weil es gibt auch vom Verfassungsschutz eine Zahl, die angegeben wird. Nur muss man hier bedenken, dass diese Zahl für viele Expertinnen, kritisieren den Verfassungsschutz dahingehend, dass er sehr nüchtern diese Zahlen betrachtet und korrigieren diese Zahl auf 18.000, sogar bis zu 23.000. Und wir haben uns hier einfach entschieden, 18.000 anzugeben, um Nummer sicher zu gehen. Und diese Vereine und diese Dachorganisation der Grauen Wölfe betreiben für ihre Arbeiten, um das alles quasi auch zu normalisieren, verschiedene Kulturzentren, Elternvereine, Moscheen, Arbeitnehmervereine, Clubs und sind sehr aktiv auch in Integrations- und Migrationsräten. Ein Beispiel, über das ich sehr gern sprechen möchte, ist der Angriff gegen Kurdinnen in Belgien und Nablus. Das ist dieses Jahr passiert. Und zwar ist also Nablus ist das kurdische Neujahr. Es findet vom 20. auf den 21. statt. Der 20. März zum 21. März. Der 20. März ist das Ende des alten Jahres und der 21. März ist der Anfang des neuen Jahres, des neuen kurdischen Jahres und gleichzeitig auch Frühlingsbeginn. Und traditionell sieht Nablus so aus, dass quasi ein Feuer gemacht wird. Man verbringt den Tag mit seiner Familie, man trägt kurdische Kleidung, man isst und kurdisch, man trägt kurdisch, man spricht kurdisch, man tanzt kurdisch. Also quasi ein sehr kultureller Feiertag, sehr wichtiger Feiertag für Kurdinnen. Und in dem Fall ist eine kurdische Familie in Belgien, kommt von einer Nablus-Feier zurück, möchte nach Hause fahren in diese Stadt
und wird von einem jungen Türken angehalten mit dem Auto. Die Familie wird am Weiterfahren gehindert. Und es gibt viele Videos und Fotos, bei denen die türkische Person dann aus dem Auto aussteigt und versucht, die kurdische Familie anzugreifen, auch immer wieder auf Türkisch spricht. Was wollt ihr hier? Wer seid ihr, dass ihr solche Sachen anzieht? Dass ihr so kurdische Kleidung anzieht, dass ihr kurdische Farben anzieht. Und es dauert nicht lange, bis sich quasi die Familie kommt nach Hause, kann in das Haus fliehen und es bildet sich eine große Meute, wie hier auch auf dem Foto von türkischen Grauen Wölfen, türkischen Faschisten, die regelrecht versuchen, in das Haus einzudringen, die Familie umzubringen, Bismillah, ja Allah, Allahu Akbar rufen, auf Türkisch irgendwelche Sachen rufen, den Wolfsgruß zeigen, wie auch hier auf dem Foto, versuchen das Haus anzuzünden, versuchen das Auto der Familie anzuzünden, Habseligkeiten aus dem Auto entfernen und versuchen anzuzünden. Ähm, und dann darauf folgend auch durch die Straßen gehen und Passanten fragen, ob sie Kurden seien, damit sie sie zusammenschlagen. Und da gibt es einige Vorfälle, wie mehrere Kurden dann brutal zusammengeschlagen worden sind von dieser Meute von türkischen Rassisten und genau ins Krankenhaus aufgeliefert werden. Also es findet, das ist jetzt ein exemplarisches Beispiel dafür, dass quasi in solchen Situationen auch sehr gern, sehr, sehr oft eine Täter-Opfer-Umkehr stattfindet, sowohl durch den Täter, die türkische Graue Wölfe und türkische Faschisten, als auch von den Medien. Und in dem Fall ist sogar der stellvertretende Bürgermeister dieser Gemeinde, dieser kleinen belgischen Gemeinde oder Stadt, tatsächlich auch türkischstämmig und einen Tag nach diesem Vorfall wird er auch als Gast einer türkischen Fernsehsendung quasi eingeladen und spricht über diese Vorfälle und betreibt quasi genau die Schaffung der Narrative, dass Kurden haben quasi irgendwie provoziert mit dem Tragen der Kleidung, mit dem Tragen der kurdischen Farben. Das wäre das wäre kein Gebiet, kein Bezirk, in dem Kurden leben würden und. Äh, dann würde ich zu dem nächsten Punkt kommen, und zwar kurdische Namen in Deutschland. Wir alle haben davon gehört. Kurdisch als Sprache war sehr lange verboten und auch tatsächlich dadurch, dass sich die kurdische Sprache sehr unterscheidet von dem Türkischen, waren auch kurdische Buchstaben verboten. Dadurch, dass also X, Q und W, diese Buchstaben gibt es nicht im türkischen Alphabet, aber dafür im kurdischen. Und das Benutzen dieser Buchstaben deutet quasi auf eine andere Ethnie in dem gewünschten homogenen Staat Türkei hin. Und was getan wird, ist quasi das zu verbieten. Es soll nach Atatürks Vorbild natürlich ein Staat, ein Volk, eine Sprache geben. Und so hat man halt Angst vor der der kurdischen Identität, vor dem kurdisch Sein und möchte sie so gut wie möglich zerstören. Und dieses Verbot eben dieser Buchstaben und de facto auch kurdischer Namen und kurdischer Sprache wird auch in Deutschland oder beziehungsweise wurde auch in Deutschland durchgesetzt. Das sah ungefähr so aus, dass quasi eine kurdische Familie nach Deutschland kommt, aus unterschiedlichen Gründen ähm, und hier ein neues Leben anfangen möchte und dann auch ein Kind bekommt, sagen wir mal, und dieses Kind mit dem Namen dann auch im Standesamt dann melden möchte. Und jetzt wird quasi eine Schreibweise eines Namens benutzt, dem das Standesamt nicht gefällt und sie argumentieren, dass diese Schreibweise nicht üblich ist in der Türkei. Das heißt, man solle das Kind nicht so nennen oder eine andere Schreibweise nutzen. Das bedeutet einfach nur, dass eben genau diese türkische Politik halt fortgesetzt wird, dass eben der Verbot dieser Buchstaben, dieser Schreibweise hier in Deutschland genau weiterverfolgt wird und kurdische Familien eben nicht, vor allem wenn sie quasi aus prekären Situationen kommen, aus der Flucht kommen, eben nicht quasi sich einen Anwalt besorgen können und dagegen klagen können, nicht die Ressourcen dafür haben oder auch einfach nur Angst haben, etwas quasi juristisch anzugehen, weil sie ja quasi sich als Fremde in diesem Land natürlich fühlen und einfach auch bleiben möchten.
Ich habe hier auch einige Beispiele für euch. Und zwar allein der Name Juan wird eigentlich mit W geschrieben, wird auch Juan ausgesprochen. Und dadurch, dass das W als Buchstabe verboten war, wurde es dann zu Jivan. So, und das beste Beispiel ist natürlich der Vorstandsvorsitzende der ERKR, Jivan Akbulut, der halt auch eben Opfer dieses kolonialen Verbotes war, dass sein Name nicht auf Kurdisch geschrieben werden kann. Ein anderes Beispiel wäre auch Bediwan. Bediwan wird es dann genannt, auch quasi die falsche Schreibweise. Es gibt aber auch ein anderes Beispiel aus dem eher arabischen besetzten Teilen Kurdistans, und zwar die kolonialen Nachnamen, die ebenfalls quasi, ne, in den Ländern wurde auch Kurdisch als Sprache verboten. Und so durften Menschen quasi mit dem keinen Nachnamen haben, wie zum Beispiel Durski, Hethiti oder Qamischli, sondern mussten dann quasi, also man musste den Kindern, wurden dann nur arabische Namen gegeben oder nur arabische Namen wurden erlaubt, und so wurde dann das Kind Abdullah genannt. Und sobald quasi also vor allem im irakischen System ist es so gewesen, dass es gar keinen Nachnamen gab, sondern es war der Vorname, also der eigene Vorname, der Vorname des Vaters und der Vorname des Großvaters. Und da waren es drei Namen, und dann wurde es quasi dann wurde daraus, sagen wir mal, Abdullah Mustafa Khalil. Und daraus entsteht quasi eine Kette von kolonialen Namen, die immer wieder quasi reproduziert werden. So, und was kann man tun? Was wäre denn der richtige Schritt, um auch quasi kurdische Sprache zu fördern, um diese kolonialen Strukturen zu zerstören oder zu bekämpfen? Ein wichtiger Punkt wäre herkunftssprachlicher Unterricht, also Unterricht in der Muttersprache von den Kindern mit Migrationshintergrund. Und das Ziel dessen ist es natürlich, Mehrsprachigkeit zu fördern und die kulturelle Identität zu fördern und die Stärkung der Bindung zur Herkunftskultur und der Sprache. So, aber jetzt gibt es ein Problem. Und zwar Kurdisch wird in vielen Bundesländern nicht offiziell als Unterrichtssprache angeboten im herkunftssprachlichen Unterricht. Und so können kurdische Schülerinnen halt nicht ihre Muttersprache lernen, obwohl sie eine der zahlenmäßig größten Einwanderungsgruppen Deutschlands sind, wenn nicht sogar die größte. Stattdessen wird quasi erwartet, dass Kurdinnen eher Türkisch oder Arabisch lernen sollen. Aber jeder, der sich ein wenig mit Sprache auskennt oder einfach nur mit der kurdischen Sprache auskennt, der wird wissen, dass Kurdisch und Türkisch oder Kurdisch und Arabisch absolut nichts gemeinsam haben. Das ist ungefähr der Unterschied zwischen Deutsch und Chinesisch oder so. Und die Folge dessen ist die Exklusion und Marginalisierung von Kurdinnen, bei dem das Gefühl gestärkt wird, dass kurdische Personen hier in der deutschen Heimat nicht anerkannt sind. Und kurdische Kinder fühlen sich oft gezwungen, ihre eigene ethnische kurdische Identität zu verbergen. Und daher ist eine flächendeckende Anerkennung und Förderung der kurdischen Sprache halt unerlässlich für die Entwicklung. Ein weiterer Punkt ist die mediale Darstellung von Kurdinnen. Also Kurdinnen werden nicht als unterdrückte Minderheit mit berechtigten Anliegen gesehen, sondern oft oder fast ausschließlich nur als reines Sicherheitsproblem, sowohl in Deutschland als auch in der Türkei. Und besonders hier in Deutschland ist es oft der Fall, dass die Narrative oder quasi die Darstellungen des türkischen Regimes, der türkischen Regierung, oft unkritisch übernommen werden und reproduziert werden. Und dadurch, dass es keinen kurdischen Staat gibt und dass es keinen Fürsprecher und dass es dann deswegen auch keinen Fürsprecher für Kurdinnen außerhalb Kurdistans gibt, es ist problematisch, quasi eine Balance zu schaffen. Kurdische Perspektiven werden einfach oft nicht gehört. Es gibt wenig Raum in den Medien dafür. Auch allein der Fakt, dass Kurden in Deutschland einer der größten, wie gesagt, wenn nicht sogar die größte Migrationscommunity ist, wird sie so als solche nicht wahrgenommen in den Medien. Stattdessen werden sie einfach nur als gehörig gesehen zu Türkei, Irak, Iran und Syrien, obwohl die Lebensrealitäten natürlich unterschiedlich sind. Und oft ist das Bild von Kurdinnen in Deutschland, das quasi mit Bildern reproduziert wird, dass Kurdinnen gewaltbereit sind, dass sie Störenfriede sind, dass sie vermeintlich friedliche verlaufende Demonstrationen
in Misskredit bringen und immer wieder quasi reproduziert. Das heißt, wir leben quasi in einer Situation oder in einer Gesellschaft, in einer Sphäre, in der Kurdinnen nicht nur von deutschen Rechten Rassismus erleben, sondern auch von türkischen, arabischen, iranischen und Rechten und Islamisten Rassismus erleben. Und das ist jetzt nicht unbedingt in Deutschland so gut angekommen, aber es ist wichtig, das immer wieder zu sagen, dass auch von Rassismus Betroffene selber rassistisch sein können und sogar rechtsextrem sein können. Und gerade dann, wenn man versucht, auch Allianzen zu schaffen oder unsichere Räume zu schaffen, wer gemeinsam halt eben mit islamistischen oder kurdenfeindlich nationalistischen Akteuren halt zusammenarbeitet, zum Beispiel gegen Rechtsruck in Deutschland demonstriert oder andere Punkte, der exkludiert automatisch Kurdinnen bei der Partizipation und schafft halt einfach absolut unsichere Räume. Das heißt, im Schluss einfach nochmal gesagt, antikurdischer Rassismus ist eine Realität mitten in Deutschland, mitten in Europa, heute noch. Das war mein Vortrag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich stehe definitiv noch zur Verfügung für etwaige Fragen, die jetzt in dem Chat noch erschienen sind. Und freue mich jetzt noch ein bisschen was zu beantworten. Ja, vielen, vielen Dank, Pascal. Das war wirklich sehr erkenntnisreich. Ich habe jetzt gerade auf die Uhr geguckt und es war extrem kurzweilig. Vieles kennt man ja natürlich als jemand mit kurdischem Background. Aber wenn man das natürlich so gebündelt sieht, dann sieht man natürlich auch, wie bedeutend dieses Thema ist. Du hast es jetzt ganz zum Schluss auch nochmal angerissen. Ich würde jetzt auch nochmal den Zuschauern die Gelegenheit geben, ihre Fragen zu formulieren. In der Zeit würde ich vielleicht selber nochmal ein, zwei Rückfragen stellen. Ähm, Kannst du nochmal darauf eingehen, inwieweit es sich, also es wichtig ist zu unterscheiden zwischen antikurdischem Rassismus und Rassismus im Allgemeinen oder möglicherweise anti-muslimischen Rassismus, unter den Kurdinnen ja auch fallen können, weil man sie so liest. Wieso ist es wichtig, hier die Bedeutung nochmal hervorzuheben? Wieso reicht es möglicherweise auch nicht, lediglich auf diese Ausprägungsform, die ich gerade erwähnt habe, zu verweisen, zu sagen, das ist alles schon abgedeckt. Hier müssen wir nicht noch eine und noch eine Ausprägungsform anführen, um es nicht zu verkomplizieren. Was ich als Argument an sich ja auch ganz gut verstehen kann, weil wenn Menschen nicht mehr nachvollziehen können, was das bedeutet und jeder irgendwie das Ganze sich auseinander dividiert, dass man dann irgendwie nicht mehr hinterherkommt. Kannst du da vielleicht nochmal kurz sagen, wo ist der qualitative Unterschied? Wieso ist es wichtig, dass man da diese Ausprägungsform nochmal besonders hervorhebt, beziehungsweise auch gerne mit erwähnt und in dem Zusammenhang auch nochmal vielleicht mitgegeben im Rassismusbericht der Regierung beziehungsweise der Staatssekretärin für Integration im Jahr 23 ist der antikurdische Rassismus nicht erwähnt worden, während andere Ausprägungsformen, beispielsweise Rassismus gegen schwarze Menschen, Rassismus gegen Muslime und weitere, dort eigene Kapitel quasi gefunden haben. Ja, vielleicht gerne was noch dazu. Also es sind einige Sachen zu bedenken. Vorwiegend als Feindbild ist ja quasi nicht oder als Hauptpunkt, weswegen Kurdinnen Rassismus ausgesetzt sind, ist nicht ihre Religion als Muslime, sondern es ist ihre kurdische Identität, das ist ihre Sprache, es ist ihre Lebensweise, es ist ihre Herkunft. Und diese ist zu bedenken. Und vor allem halt auch deswegen, auch quasi mit dem Gedanken, dass natürlich antikurdischer Rassismus hauptsächlich oder quasi jetzt in dem Vortrag auch genannt, hauptsächlich durch bestimmte Strukturen geschaffen wird, die selber auch muslimisch sein können oder sind, zum Großteil auch sind, dann quasi das einfach nur als eine homogene Sphäre zu nutzen und zu sagen, so ja, aber Kurden sind Opfer von antimuslimischen Rassismus von türkischen Rechten, obwohl diese selber
muslimisch sind und das auch in ihrer Ideologie halt auch als eine ihrer Säulen halt sehen, das ist nicht ausschlagkräftig. Ähm, Was zu dem, auch quasi zu dem, dass Antikulturalismus in dem Bericht 2023 nicht erwähnt ist. Das ist eine Folge des Unsichtbarmachens von Kurdinnen in Deutschland. Wie schon gesagt, dass wir Kurdinnen sind einer der größten Gruppierungen mit Migrationsgeschichte in Deutschland, wenn nicht sogar die größte. Und dass quasi, dieses ganze Thema von antikurdischen Rassismus, dass das in so einem Bericht nicht aufgegriffen wird, ist ganz klar quasi eine Folge von der immer sehr starken Präsenz des Unsichtbarmachens von Kurdinnen in Deutschland, von kurdischer Identität, von kurdischer Kultur. Und deswegen existieren wir auch, deswegen sind wir auch da. Es ist nicht der Fall, dass antikurdischer Rassismus erst dann entstanden ist, als wir diese Meldestelle erschaffen haben, sondern antikurdischer Rassismus gab es schon vorher, schon Jahrzehnte vorher. Oder in dem Beispiel in dem Al-Kafi, dem schiitischen Buch, schon seit 941. Ob man das jetzt als antikurdischen Rassismus bezeichnen kann, das überlasse ich auch den Wissenschaftlerinnen. Dazu will ich mich dazu gar nicht so äußern. Für mich hat es auf jeden Fall so eine Darstellung, aber ähm, der Ursprung kommt halt dessen. Und wenn selbst der Ursprung von eben diesem exemplarischen Beispiel von antikurdischem Rassismus in einem der wichtigsten muslimischen quasi Hadith-Sammlungen, Büchern geschrieben steht, dann reicht es nicht aus, quasi die Rassismuserfahrung von einer riesigen Menge an Menschen hier in Deutschland einfach nur als antimuslimischen Rassismus abzuzeichnen, sondern es muss gesehen werden, was da eigentlich das Feindbild ist. Und das ist unsere kurdische Identität, es ist unsere kurdische Sprache, es sind unsere kurdischen Feiertage und Bräuche und Traditionen, die hier konträr stehen mit der gewünschten homogenen muslimischen Sphäre oder der arabischen Sphäre. Ja, vielen Dank. Ja, vor allem ist es, glaube ich, kürzlich noch mal ein Video viral gegangen, in dem eine Person da erklärt hat, dass Rassismus nicht von oder nur von weißen Menschen begangen werden kann, beziehungsweise nur mit gewissen Machtstrukturen dahinter und so weiter. Ich kann die Motivation verstehen, wieso man sowas macht, aber ich glaube, als Kurde findet man das schon etwas absurd. Gerade wenn man deinen Vortrag gehört hat, dann merkt man, dass das vielleicht gerade der antikurdische Rassismus ja nicht wirklich ausgehend von, ich will es mal so bezeichnen, von Bio-Deutschen ausgeht, sondern weil die das, glaube ich, auch gar nicht zu unterscheiden vermögen, sondern wirklich auch von Gruppen, die dann auch Strukturen dahinter haben. Und das sieht man anhand deines Vortrags immer, finde ich auch ziemlich gut, weil du auf diese verschiedenen Gruppierungen eingehst, unter anderem auf eine der größten rechtsextremen Gruppierungen in Deutschland, die eine türkische ist. Und genau. Ich würde gerne noch weiter fragen, kannst du aus eurer jetzt relativ jungen Geschichte mal berichten? Gibt es Hindernisse, gibt es Probleme, gibt es Dinge, die euch an eurer Arbeit hindern? Ja, habt ihr Gegenwind? Habt ihr da schon Erfahrungen gemacht, wo ihr sagt, ja, das wäre tatsächlich schön, wenn wir diese Probleme nicht hätten. Wir würden wesentlich schneller und effektiver vorankommen. Definitiv. Also natürlich gibt es Anfeindungen. Es ist nicht sehr gern gesehen, dass sich Kurden hier in Deutschland aufbauen oder Strukturen schaffen. Das mal vorweg. Ein Problem, was sehr präsent ist, ist, dass dadurch, dass wir recht frisch sind, dass wir recht neu sind, dass wir uns erst letztes Jahr konstituiert haben und erst dieses Jahr angefangen haben zu arbeiten, gibt es das Problem, dass wir noch nicht so ganz präsent sind in der gesamten kurdischen Community. So, und dementsprechend es gibt so viele Beispiele von antikurdischem Rassismus, die tagtäglich quasi passieren, auch quasi, die medial auch berichtet werden. Und das Problem ist, dass eben Kurdinnen diese Fälle von antikurdischem Rassismus nicht bei uns melden. Und da liegt der springende Punkt, auch wie man quasi uns unterstützen kann, indem man halt rigoros jede Art von antikurdischem Rassismus meldet. Jetzt mag man denken, ähm,
ja, ich mache das morgen, ich mache das übermorgen, alles klar. Und dann irgendwann denkt man darüber nach, ach, das war gar nicht mal so eine große Geschichte und so, das habe ich mir vielleicht eingebildet. Du sollst, also jetzt eine Ansprache an die Leute, die zuschauen, du sollst gar nicht darüber nachdenken, ob das eine große Sache war oder nicht, ob das eine kleine Sache war. Du meldest einfach, die Personen sollen einfach melden. Und inwiefern das quasi relevant ist, wird sowieso auch bei uns nochmal geprüft. Deswegen auch quasi haben wir auch die Systematisierung bei uns drin und die Kontextualisierung drin. Je, je, je schlimmer, also es ist viel schlimmer quasi etwas zu erleben und sich das selber im Kopf dann so klein zu reden, dass man dann aufgrund dessen dann nicht handelt. Und die erste Handlung sollte eigentlich sein, eben genau diesen Vorfall von antikurdischem Rassismus zu melden. Ein zweiter Punkt ist natürlich die Finanzierung. Also dadurch, dass wir halt auch kein staatliches Angebot sind, dass wir nicht von Land und Bund unterstützt werden finanziell und so, dass wir uns vor allem auch damit bürsten, dass wir unabhängig sind. Haben keine Nähe zu irgendeiner kurdischen Organisation oder Partei, sondern alles quasi aus unserer Tasche. Also ich glaube, ich kann das sagen, Juan zahlt aus seiner Tasche, ich zahle aus meiner Tasche, damit wir Flyer und sowas erstellen können. Das ist auch ein Punkt. Und wir werden weiterhin auch unabhängig sein. Das ist uns extrem wichtig. Wir werden auf gar keinen Fall quasi diese Unabhängigkeit aufs Spiel setzen für Finanzierung und Geld. Womit man uns aber damit dann unterstützen könnte, wäre halt, indem man halt als Privatperson spendet. So auch wenn es nur ein Euro ist. Jeder Euro ist willkommen. Damit können wir schon so einiges machen, was uns einfach bei unserer Arbeit helfen würde. Ja, wunderbar. Also ich halte eure Arbeit auch für unheimlich wichtig. Das glaube ich auch von Anfang an verfolgt, noch in Ankündigungen, dass es losgehen würde letztes Jahr. Und finde das auch wirklich richtig toll. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, wie kann man euch unterstützen? Wie kann man jetzt vielleicht nochmal kommunizieren? Du hast es gesagt, die Leute sollen ihre Vorfälle melden, so harmlos sie ihnen auch erscheinen mögen. Sie können finanziell unterstützen. Gibt es weiteres, was du vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen möchtest? Wie kann man euch unterstützen? Was kann man tun? Genau, wie gerade erklärt, also melden, melden, melden. Einer der wichtigsten Tätigkeiten ist einfach melden. Gerne spenden, gerne uns finanziell unterstützen. Hoffentlich können wir bald auch quasi die Fördermitgliedschaften einführen für Menschen, die uns einfach monatlich unterstützen möchten. Sehr, sehr gerne. Ansonsten anderen Menschen erzählen, dass es uns gibt. Viele Kurdinnen und Kurden, also ich habe die Zahl von genannt, 1,5 bis 2 Millionen Kurden leben hier in Deutschland und ich versichere, dass natürlich nicht alle von uns wissen. Nicht alle wissen, dass es eine Informationsstelle antikurdischer Rassismus gibt, in denen man Vorfälle von antikurdischem Rassismus melden kann. Das heißt, was man noch machen kann, um uns zu unterstützen, ist ähm, unseren Namen weitertragen, zu den Informationsständen zu kommen, die wir hin und wieder mal dann auch haben, unsere Webseite dann auch quasi Leuten schicken, Personen schicken, für die das relevant sein könnte. Und ja, Ja, wunderbar. Wir werden das auf jeden Fall tun, jetzt auch noch im Nachgang. Und ich möchte mal jetzt, also zum Glück hat Ronny das jetzt für mich gemacht, die Fragen nochmal zusammengestellt aus dem Publikum, die ich jetzt gerne mal an dich weiterleiten möchte. Hier fragt Vian Rashid Evarbash, gibt es neben der noch nicht veröffentlichten Studie weitere wissenschaftliche Arbeiten zum Thema antikurdischer Rassismus? Und dann schließt sie an, falls nicht, hat die IAKR vor, anhand der gesammelten Fälle in dieser Hinsicht aktiv zu werden. ja, tatsächlich sind wir gerade an Arbeit, auf unserer Webseite ein Literaturverzeichnis zu erstellen von verschiedenen Wissenschaftlerinnen, die zu antikurdischem Rassismus forschen und schreiben. Ähm, ich kann jetzt spezifisch nicht sagen, wann es kommt, aber es soll in nächster Zeit auf jeden Fall kommen. Es gibt so einige interessante Berichte, Studien, die relevant sind. Beziehungsweise, lass mich das nochmal zurückziehen. Ich weiß nicht, ob das wirklich Studien sind. Ich weiß auf jeden Fall, dass Professor Dr. Cüneyt Kadir an ihrer Studie arbeitet.
Und ich weiß auch von zwei, drei Doktorarbeiten, die gerade derzeit in Arbeit sind von verschiedenen kurdischen Wissenschaftlerinnen, die zu dem Thema arbeiten. Und ich würde einfach darauf hinweisen, dass wir in Zukunft das auf jeden Fall noch veröffentlichen werden, dass wir auf unserer Webseite dann quasi ein Literaturverzeichnis haben werden, dass alle Leute bei uns dann quasi auch diese Dokumente dann quasi ja, runterladen können, das dann lesen können. So, das ist das erklärte Ziel von uns für die nächsten Monate. Ja, kann man ja auch an dieser Stelle auch mal so als Aufruf mitgeben an Leute, die jetzt vor Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Doktorarbeiten stehen. Ist ja ein wenig erforschtes Thema, ist ja auch immer ganz gut, wenn man sich etwas beschäftigt, was nicht schon 100.000 Mal durchgekaut worden ist. Und ja, würde man sich natürlich freuen, wenn sich Leute damit auseinandersetzen. Es gibt auch so einige, also es gibt natürlich viele Leute, die auch dazu schreiben, auch quasi Exposés schreiben, Arbeiten schreiben, sich wissenschaftlich daran beteiligen. Und wir als IAKR, wir wissen auch nicht alles. So. Und Ja. natürlich, wenn ihr solches Material habt, wenn ihr auch von bestimmten Leuten wisst, die dazu arbeiten, dazu forschen und so, schreibt uns einfach, schickt uns eine E-Mail, sagt uns, diese Person arbeitet dazu, dann wissen wir auch dazu. Vielleicht haben wir von ihr schon gehört, kennen wir sie, vielleicht kennen wir sie auch nicht. Dadurch, dass es so viele Coderinnen hier in Deutschland gibt, kann man nicht alles vor Augen haben. Da gibt es bestimmte Wissenslücken, also Lücken in dem so, dass wir nicht alle Personen kennen, die natürlich hier dazu arbeiten und das kann man gerne an uns weitertragen. Wunderbar. Eine weitere Frage von Agir Pares. Jetzt muss ich kurz mal, welche Rolle spielen Mehri Belli, Yalcin Küçük und Doğu Perinçek beim antikurdischen Rassismus? Werden diese in den Studien aufgenommen? Wenn ja, in welcher Kategorie werden diese aufgenommen? Ich hab das nicht verstanden. Also kennst du diese Personen, die da genannt worden sind? Oder? Kannst du die nochmal lesen? Ja, das ist Mehri Belli, Yalcin Küçük und Doğu Perinçek. Da sind wir bei den Namen. Diese Namen sagen wir tatsächlich leider nicht. Okay, Sehr okay. leid. Ja, aber dieselbe Person hat eine weitere Frage. Vielleicht kannst du damit was anfangen. Wie sieht die Zusammenarbeit der türkischen Rechtsextremisten, Graue Wölfe mit anderen nicht-türkischen Rechtsextremisten aus? Zum Beispiel hier in Deutschland mit der ehemaligen NPD, beziehungsweise jetzt die Heimat. Hm. Es gibt sehr große Überschneidungen natürlich von der Grauen Wölfe-Bewegung mit eben deutschen rechten Strukturen. Und das ist das, was ich auch vorhin erwähnt hatte, dadurch, dass quasi Hitler und Mussolini selbst von Atatürk gesprochen haben als ihren Meister und sich ein Beispiel an Atatürks quasi Genozid an den Kurden und an den genommen hat in Dersim, in Ahmed, in anderen Teilen Nordkurdistans. So haben sich diese beiden halt Beispiel daran genommen und schlussendlich kommt dann eine weitere Generation von türkischen Rechten, die sich dann ein Beispiel an Hitler nehmen und diese als Vorbild nehmen. Das heißt, es gibt einen Kreis, der sich geschlossen hat, der quasi mit Atatürk angefangen hat, zu Hitler überwechselt und dann wieder bei Alparslan Türkisch ändert. Das heißt, die Schnittstellen, in denen sich quasi eben diese beiden Ideologien und Gruppierungen halt finden, die können dementsprechend sehr hoch sein. Aufgrund quasi dieser geschichtlichen Anordnung, dieser geschichtlichen Überschneidungen. Und ich selbst hatte quasi dadurch, dass ich auch noch auf Social Media selber aktiv bin als Person, bei denen ich über kurdische Themen halt auch Videos mache auf Instagram und TikTok, hatte ich vor kurzem eine Geschichte veröffentlicht über 4 kurdische Geflüchtete, die in Bayern von 20 Nazis verprügelt worden sind. Hm. Und der Hintergrund ist, dass tatsächlich sogar, also äh, diese Situation ist dann dadurch entstanden, dass quasi ein Kurde angesprochen wurde von einer Türkin tatsächlich und gefragt wurde, woher diese Person kommt. Der Kurde meinte, ich komme ich komme aus der Türkei, aber ich spreche halt Kurdisch, ich bin Kurde. Worauf diese quasi dann nicht zufrieden war und ihren Freund rief und dieser Freund war halt ein deutscher Nazi, der Hm. quasi seine Freunde rief und dann eben vor der Geflüchtetenunterkunft dieser 4 kurdischen Geflüchteten halt wartete, um sie halt krankenhausreif zu verprügeln. Also, und es ist quasi nur ein Beispiel für ein sehr viel größeres
für eine sehr viel größere Synergie zwischen diesen beiden Ideologien und Gruppierungen. Hm. Ja. Ähm, Ich schließe mal an. Pai Kentscher fragt, woher kommt das Unsichtbarmachen von Kurden in Deutschland? Es wird ja keine Differenzierung von Türken und Kurden in statistischen Erhebungen gemacht. Und Anschlussfrage, ist eine Besserung in Klammern Ampelpolitik in Sicht? Also das Unsichtbarmachen in Deutschland generell hat einfach schon damit stattgefunden, dass Kurdinnen gar nicht statistisch aufgenommen worden sind im Migrationsbericht, in dem und auch quasi im System selbst. Also das, es gibt ein System in Deutschland, wenn wie heißt das, das Bundesamt für Migration und Flucht. Es gibt dieses System, das AZR. So, das AZR, dort werden alle Menschen, die nach Deutschland kommen und als Geflüchtete in Deutschland kommen und hier Asyl beantragen möchten, werden dort registriert. Und ganz lange wurden, oder beziehungsweise bis 2019 wurden halt Kurdinnen gar nicht als Kurdinnen aufgefasst oder aufgenommen, sondern immer quasi nationalstaatlich mal betrachtet. Das heißt, wenn Kurdinnen aus der Türkei kamen, was ein riesiger, riesiger Teil natürlich ist, die von diesen Situationen aus der Türkei halt fliehen und hier in Deutschland ein anderes Leben führen möchten, kommt nach Deutschland und wird hier dann einfach nationalstaatlich quasi betrachtet und einfach nur als Türke gesehen, so, weil Türkei, Türke, so. Und das wird mit anderen Staaten auch gemacht. Also auch aus dem Irak, aus Syrien und aus Iran ist es genau dasselbe. Und dadurch entsteht quasi, dadurch entsteht quasi der Eindruck, als gäbe es Kurden gar nicht, weil sie ja Türken seien, weil es ja so hier in den Statistiken ausgewertet ist und so gesagt wird. Ähm, und auch quasi die Lebensrealitäten von eben Türken und Kurdinnen, die ist ja auch nicht gleich, sodass der halt auch überhaupt nicht benannt wird, auf Folge dessen. Und ich habe das jetzt mal kurz gehalten. Ich würde auch darauf verweisen, was wir in Zukunft auch dazu veröffentlichen werden, was auf unserer Webseite dann veröffentlicht wird, was quasi diese Frage auch weiterhin, also zum Unsichtbarmachen von Codern, was es mehr spezifischer beantworten wird. Zur zweiten Frage, ob eine Änderung in der mit der Ampelregierung stattfinden kann. Ich werde jetzt mal als Passer Hariki antworten, der sich auch natürlich mit Politikwissenschaft auseinandersetzt. Ich glaube eben nicht. Ich glaube, die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse mit der Türkei sind viel zu enorm und viel zu wichtig, als dass quasi eine starke Änderung in der Politik gegenüber Kurdinnen in Deutschland passiert. Alles, was quasi an Veränderungen kommt, ist eher zivilgesellschaftlicher Natur, so wie wir halt auch als IAK zivilgesellschaftlich natürlich agieren. Und das quasi, und dann quasi so aus unserer zivilgesellschaftlichen Sphäre halt Druck schaffen, um Veränderungen zu schaffen. Aber dass quasi die Regierung selbst oder die politischen Parteien selbst, wenn es jetzt mal quasi nicht bestimmte Politiker sind, die in den Parteien agieren oder Mitglieder sind und arbeiten zu den Themen, wird es von diesen Parteien und vor allem nicht in der Ampelregierung zur Änderung kommen, weil es auch gar nicht zu der Thematik passt. Vor allem auch mit dem, was auch in den letzten Tagen und Wochen passiert ist mit quasi einem neuer Geflüchteten-Deal mit der Türkei, dass jeden Tag, dass da 500 Geflüchtete immer wieder abgeschoben werden in die Türkei, weil die Türkei ja ein sicheres Herkunftsland ist, obwohl natürlich die Kurden dort nicht sicher sind und deswegen fliehen. Und dass das jetzt quasi passiert, ist einfach nur die Fortsetzung quasi der ganz normalen Türkei-Politik der Deutschland und deswegen wird es keine Änderung geben. Hm. Danke dafür. Dann von derselben Person, also ich will dich demnächst entlassen, aber vielleicht noch zwei Fragen. Gibt es eine Unterwanderung von grauen Wölfen in deutschen Parteien und beeinflussen diese die Politik? Wenn ja, in welchem Ausmaß? Definitiv sehen wir zum Beispiel ganz oft die Beispiele, vor allem in Ramadan, wenn politische Abgeordnete, Parteiabgeordnete dann zum Fastenbrechen zu bestimmten Organisationen und Vereinen gehen. Hm. Wir kennen sie alle, die CDU, SPD-Politiker,
die jedes Mal dann irgendwie bei einer DİTİB-Moschee sind oder die bei der ADTTF-Organisation sind, bei Grauen Wölfen sind und so, dann ein Foto posten, wie schön, ich wurde hier eingeladen, alles klar. Und dann, wer weiß, was da halt auch noch passiert. Oberbürgermeister von irgendwelchen Städten werden eingeladen. Da wird Einflussnahme, es passiert eine Einflussnahme quasi auf die deutsche Politik, natürlich. Die Strukturen der Grauen Wölfe sind natürlich auch sehr stark hier. Und auch schon vorher erwähnt, dass die Dachorganisation, die drei wichtigsten Dachorganisationen der Grauen Wölfe-Bewegung, mal abgesehen von den Kulturvereinen und Zentren und Elternabenden und whatever noch drin sind sie ja auch sehr, sehr stark tätig in den Integrations- und Migrationsräten. Das heißt, da wird schon von quasi aus dieser lokalparlamentarischen Ebene schon Einfluss genommen, und diese werden schon unterwandert durch graue Wölfe. Und wie das quasi auch in der Dunkelziffer, auch in höheren Ebenen aussieht, in der SPD, in der CDU, in den Grünen oder anderen Parteien, da will ich mir gar nicht ausdenken. So, definitiv gibt es da Unterwanderung und sage ich jetzt mal so, Unterwanderung und Einflussnahme. Ja. Ja, das kann man auf jeden Fall nicht bestreiten. Das ist auch meine Erfahrung. Ähm, Hier noch eine vielleicht letzte Frage. Werdet ihr als IAKR auch Räume schaffen für Kurdinnen, aufeinander zu treffen und werdet ihr nur Anlaufstelle sein, beziehungsweise euch auf Aufklärungsarbeit und Repräsentation konzentrieren? Unser Ziel ist es auf jeden Fall, auch Räume zu schaffen, Begegnungsräume zu schaffen, in denen sich sowohl Betroffene als auch Zeugen als auch einfach Interessierte irgendwie mit verschiedenen kurdischen Perspektiven begegnen können und reden können. Bis wir dahin ankommen, bis wir quasi, dadurch, dass wir die Kapazitäten gerade nicht haben, würde ich sagen, erstmal nicht. Aber es ist definitiv auch geplant von uns. Es ist halt auch eine Säule von uns. Wir möchten diese Begegnungsräume schaffen. Wir möchten diese Möglichkeiten schaffen, dass eben verschiedene kurdische Perspektiven halt aufeinandertreffen und auch quasi auch einen sicheren Raum quasi haben, um über solche zu reden, über antikurdischen Rassismus zu reden. Ja, wunderbar. Ja, Pascal Galax Bas, vielen, vielen Dank. Wirklich wunderbar. Für mich auch die besondere Erkenntnis oder das, was ich daraus ziehe, ist, dass wir, glaube ich, nicht drum rumkommen, uns selbst zu organisieren, einfach das Heft in die Hand zu nehmen und nicht zu glauben, irgendjemand macht das dann schon irgendwie. Und als Vereine, selbstorganisierte Vereine und im Rahmen solcher Projekte als KGD, als IAKR, aufeinander zugehen, zusammenarbeiten und sich nicht an Kleinigkeiten aufhalten, sondern wirklich versuchen, miteinander ja, vernünftig zu arbeiten. Das haben wir heute vorgelebt. Ich finde das unglaublich wichtig, was ihr macht. Und ich hoffe, dass wir auch demnächst vielleicht wieder Gelegenheiten haben, zusammen zu finden, zusammen zu arbeiten, Aufklärungsarbeit zu betreiben oder sonstiges. Möglicherweise auch in anderen Präsenzformaten wäre auch schön. Genau. Vielen, vielen Dank. Vielleicht nochmal der Hinweis, das YouTube-Video war jetzt live, aber es wird auch noch im Nachgang einsehbar sein. Man kann es also abrufen nachträglich und wir werden im Nachgang auch nochmal darauf hinweisen. Der Vortrag war wirklich extrem gelungen, sehr interessant, sehr kurzweilig. Kann ich nur empfehlen für alle, die jetzt vielleicht so relativ spät noch dazu gekommen sind. Ja, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich wünsche unseren Zuschauern noch einen schönen Abend und herzlichen Dank und bis demnächst. Danke, dass ich hier sein durfte. Schönen Abend noch.